Die NASCAR Whelen Euroseries ist zu Gast auf dem Autodrom Most in der Tschechischen Republik und wir schauen insbesondere auf Runde 6 der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft für ambitionierte Youngsters und Gentleman Driver, denn da haben wir einen ganz besonderen Rückkehrer aus Luxemburg, nämlich Gilles Linster. Wir haben mit dem Rennfahrer über sein Comeback in die NASCAR Whelen Euroseries gesprochen und was er auf seiner Reise in den USA so gelernt hat. Ja, die große Motivation ist auch wieder, die Roadcourse-Strecken in Europa zu befahren, auch für die Fans hier in Europa. Amerika ist für mich sehr schwer momentan rüberzukommen wegen der ganzen Situation und weil ich natürlich dann nicht einfach nichts fahre, fahre ich die Euro-NASCAR, werde weiterhin wachsen und lernen und das ist die Hauptmotivation jetzt, einfach noch als Fahrer zu wachsen und zu lernen. Ja, für mich ich habe das schon gespürt, das Oval, diese Autos die ganze Zeit in einem leichten Drift zu bewegen, das ändert schon sehr viel, gibt ein sehr gutes Gefühl und ja, konnte ich heute auch hier umsetzen. Die Wetterbedingungen waren ja perfekt zwischen Regen und trocken und das konnte ich heute für mich schon nutzen. Gilles Linster hat einen Vertrag bei DF1 Racing aus Österreich unterschrieben und mit diesem Team wird er die restliche Saison 2021 bestreiten. Wir schauen einmal ganz kurz auf Runde 5, das ist das Samstagsrennen der Euro-NASCAR 2 in Most und wir sehen, die Strecke ist verdammt nass. Tobias Daunhauer, der Führende aus Deutschland, ist da ganz kurz in der ersten Kurve von der Strecke abgekommen, hat sich aber wieder gefangen und hat die Führung übernommen. Hier sehen wir gerade Simon Pilat im Duell mit Advait Deodat. Das hier ist die Cockpit-Perspektive von Martin Dubek, der Local Hero, der hier in der Startnummer 7 von Hendricks Motorsport sitzt. Der Local Hero geht hier an Simon Pilat vorbei und macht damit eine Position gut. Das hier ist Paolo Valeri, der Italiener geht für Vict Racing an den Start. Der ist da gerade dabei, Miguel Gomez von Marco Stipp Motorsport aufzuholen und plötzlich dreht sich hier die Startnummer 8. Da gab es einen Kontakt mit dem Auto von Miguel Gomez. Wir sehen, dass die Front von Paolo Valeri da ordentlich zerstört worden ist. Es war nicht der einzige Ausfall in diesem Rennen. Während Tobias Daunhauer hier den Lauf gewinnt, müssen wir leider vermelden, dass Gilles Linster auf Platz 7 liegend bei seiner Rückkehr aufgrund eines technischen Defekts ausgefallen ist. Deswegen liegt er hier im Klassement leider nur auf Platz 17. Da wäre definitiv ein Top-10-Ergebnis drin gewesen. Aber Linster hat sich bei seinem Debüt in Most gut verkauft. Ja, die Strecke im Debüt, wie du sagst, ja, eine gute Erfahrung. Ich bin sehr froh, wieder zurück zu sein. Natürlich mit dem Resultat bin ich nicht ganz zufrieden. Mit einem Defekt aufzuhören ist immer blöd. Aber ich habe ein gutes Team hinter mir. Ich weiß, die Jungs haben das bis morgen wieder top in Stellung und dann kann ich morgen hoffentlich richtig angreifen. Vorne richtig angreifen, das ist ein richtig gutes Stichwort, denn wir blicken jetzt etwas intensiver auf Runde 6 der Euro-NASCAR-Saison 2021 hier auf dem Autodrom Most. Insgesamt werden 14 Runden absolviert und Gilles Linster ist mittendrin statt nur dabei. Das hier ist der Kurs, 4,21 Kilometer lang, 21 Kurven müssen gemeistert werden und es ist das erste Mal, dass der Luxemburger hier auf dieser Strecke an den Start geht. Eine ganz besondere Herausforderung für Gilles Linster, der von Platz 11 aus in dieses Rennen starten wird. Das hier ist der Pole-Sitter, das ist Tobias Daunhauer aus Deutschland, der von Platz 1 aus am Sonntag starten darf. Hören wir mal rein, was der Pole-Sitter zu sagen hat. Es ist natürlich eine perfekte Ausgangslage für mich, sagt Tobias Daunhauer. Mein Team hat eine wirklich gute Arbeit geleistet. Deshalb stehen wir da ganz vorne. Ich habe es geschafft, im ersten Rennen die schnellste Rennrunde zu fahren. Und deshalb stehe ich jetzt hier auf der Pole Position und ich freue mich auf dieses zweite Rennen. Wir sehen es, die Autos, die V8-Monster der NASCAR Whelen Euroseries sind bereit. Das sind die Fahrzeuge des offiziellen Ablegers der NASCAR-Serie, so bekannt in den USA. Dort unterhält die Serie 1 Millionen Publikum und jetzt geht die Meute auf die Reise. 400 PS, keine elektronischen Fahrhilfen, 1225 Kilogramm pro Auto. Green Flag is in the air. Die erste Kurve, Tobias Daunhauer hält diesmal das Auto auf der Strecke. Pierluigi Veronesi in der 27 auf der zweiten Position. Dann haben wir Advait Deodat vor Martin Dubek und Francesco Garisto. Und wir haben gerade ganz kurz im Hintergrund gesehen, das Auto mit der lilanen Front, mit der Startnummer 77, auch jetzt ganz hinten im Bild zu sehen. Das ist Gilles Linster, der war da ganz kurz einmal von der Strecke abgekommen, hat sich aber wieder eingefädelt und schon die ersten Positionen gut gemacht. Tobias Daunhauer, der dominiert hier das Geschehen in den ersten Kurven. Pierluigi Veronesi kommt hier ein bisschen weit raus und öffnet damit die Tür für Advait Deodat, der kann daraus aber kein Kapital schlagen. Daunhauer, Veronesi, Deodat. Dann haben wir das Auto von Martin Dubek und dann Francesco Garisto in der Startnummer 42. Und von hinten, auch wenn wir es gerade nicht im Bild haben, kommt Linster immer näher, während wir jetzt hier einen Unfall haben. Veronesi und Deodat, die treffen sich da gegenseitig. Beide Autos
kommen da von der Strecke ab. Deodaar kann weiterfahren, aber für Veronesi ist das Aus. Der Italiener muss aufgeben, aber Robin is Racing. Sowas passiert im Rennsport. Und diese Stockers, die hier in der NASCAR Whelen Euro Series zum Einsatz kommen, die halten in der Regel eine Menge aus. Das sehen wir auch vorne. Das war Max Lanza, das Auto völlig auseinandergepflückt, keine Front mehr. Aber der Italiener kann trotzdem mithalten mit der Startnummer 88. Das ist Max Lanza, gerade im Duell mit Miguel Gomez. Die Startnummer 46, der Portugiese, greift da nach dem Platz des Italieners, während Paolo Valeri mit der Startnummer 8 momentan dieses Feld hier anführt. Und jetzt haben wir Gil Linster auch hinten mal im Bild. Der ist nämlich da genau in dieser Kampfgruppe mit drin. Miguel Gomez jetzt im Verteidigungsmodus gegen Vladimiros Tsortzis. Dann haben wir Justin Kunz, das ist der Teamkollege von Linster in der Startnummer 22. Der Deutsche hat schon ein Rennen in der NASCAR Truck Series in den USA absolviert. Also der hat mal US-NASCAR-Luft geschnuppert. Gil Linster, der kennt sich in den USA richtig gut aus, aufgrund seiner zahlreichen Late-Model-Starts. Und diese Erfahrung, die nimmt er jetzt natürlich wieder mit nach Europa. Linster ist ja bereits in den Jahren 2017 und 2018 in der NASCAR Whelen Euro Series an den Start gegangen. In der Saison 2021 wird Linster mit DF1 Racing versuchen, einfach noch so viele Punkte wie möglich zu holen und hier und da kleine Nadelstiche zu setzen. Wir sind on board bei Justin Kunz, der Deutsche, der ebenfalls für DF1 Racing ins Steuer greift. Und der filmt uns da das Geschehen vor uns. Wir hören jetzt auch mal diese brachiale V8-Power. Wie ich gesagt habe, 400 PS, keine Fahrhilfen. Und wir sehen es auch so schön bei Justin Kunz. Haarschaltung, da gibt es 4 Gänge. Es gibt zwar die Möglichkeit, eine sequentielle Schaltung aufzusetzen, aber ganz ehrlich, die nutzt einfach keiner. Miguel Gomez gegen Jan-Erik Waaden. Und dann haben wir hier die Startnummer 2. Das ist Thomas Krassonis. Da sehen wir auch mal, wie international diese Serie ist. Ein Finne kämpft gegen einen Portugiesen und einen Griechen. Hier haben wir die 44, das ist Jan-Erik Waaden. Auch das ist ein Teamkollege von Gil Linster. Auch der fährt für DF1 Racing. Und der hat jetzt gerade Miguel Gomez neben sich und überholt den Portugiesen auf der Startzielgeraden hier auf dem Autodrom Most. Da haben wir dann noch die 89 von Alberto Panebianco mit dabei. Bei dem Namen ist es wohl relativ einfach herauszufinden, wo der herkommt. Der kommt aus Italien. Jevgen Sokolowski haben wir gerade noch gesehen. Das ist der Teamkollege von Miguel Gomez bei Marco Stipp Motorsport. Der startet in der 48 und kommt aus der Ukraine. Hier haben wir jetzt Paolo Valeri gegen Tsortzis, Kunz und Talor. Und direkt hinter diesem Feld, da ist schon Gil Linster. Und gehen wir es doch einfach mal durch. Wenn Valeri auf 3, Tsortzis auf 4, Kunz auf 5 und Talor auf 6 liegt, dann ist Gil Linster von Platz 11 schon auf Rang 7 vorgefahren. Also bei der Startnummer 77. Und jetzt haben wir ihn auch im Bild, das lilane Auto. Da läuft es in diesem zweiten Euro-NASCAR 2 Rennen hier im Most wieder richtig gut, wie im ersten Rennen. Aber da ist dann 2 Runden vor Schluss eine Antriebswelle kaputt gegangen. Und deshalb hat er das Rennen nicht beenden können. Jetzt gerade gab es einen Angriffsversuch von Justin Kunz, das hat aber nicht geklappt. Valeri weiterhin auf der 3 vor Tsortzis und Kunz. Und Kunz muss jetzt aufpassen, denn Nave Talor greift da jetzt nach seiner 5. Position. Valeri mit einem kleinen Verbremser. Und Justin Kunz hat da eine Position verloren, hat den Schwung nicht mitnehmen können. Und jetzt sind die beiden DF1 Racing Autos direkt hintereinander. Justin Kunz auf der 6, Gil Linster auf der 7. Und Gil Linster schaut sich das Ganze mit so einem klitzekleines bisschen Respektabstand an. Könnte davon profitieren, wenn es hier knallt. Und genau das passiert jetzt. Tsortzis trifft das Auto von Valeri. Und auch Nave Talor wird da in diesen Unfall mit rein verwickelt. Und plötzlich stehen die Startnummer 8 und die Startnummer 90 auf der Strecke. Gil Linster hat aufgrund dieses Unfalls die 5. Position geerbt. Direkt hinter seinem Kollegen Justin Kunz. Das hier ist der Kampf um die 6. Position. Max Lanza mit seinem völlig zerpflückten Chevrolet Camaro. Und der hat da Jan-Erik Waaden hinter sich, der ebenfalls in einem Chevrolet Camaro hier an den Start geht. Es gibt außerdem noch den Ford Mustang, den Euro-NASCAR FJ. Das ist quasi das Auto der Serie ohne Herstellerbranding und auch die Shadow Racing Cars von 42 Racing. Aber wie gesagt, hier, auch wenn man es bei Max Lanza nicht wirklich erkennen kann, das ist ein Chevrolet Camaro, genauso wie bei Jan-Erik Waaden. Der Finne geht jetzt am Italiener vorbei und damit ist Waaden jetzt auf der 6. Position unterwegs. Lanza nur noch auf der 7, aber die beiden haben einen riesigen Rückstand auf Gil Linster, der momentan auf der 5. Position liegt. 14 Runden müssen hier auf dem Autodrom Most absolviert werden. Das sind natürlich knackige Sprintrennen, die es in der NASCAR Whelen Euro Series gibt, ohne Boxenstops. Außerdem
werden die Reifen extrem limitiert, um die Kosten in der Serie so gering wie möglich zu halten. Und das ist, glaube ich, das größte Alleinstellungsmerkmal der NASCAR Whelen Euro Series, jeder Fahrer teilt sich ein Auto mit einem anderen Fahrer in 2 völlig verschiedenen Meisterschaften. Im Fall von Jill Linster ist es so, dass er sich das Auto mit der 77 mit Mark Goossens teilt aus Belgien. Und das ist ein echter Langstreckenspezialist, ein Sportwagenspezialist, der aber auch schon seit vielen Jahren in der NASCAR Whelen Euro Series startet. Aber jetzt müssen wir kurz auf die Strecke schauen, denn hier gibt es einen Verbremser von Jevgen Sokolowski und der knallt da in das Auto von Alberto Panebianco rein. Und außerdem räumt der seinen Marco Stipp-Teamkollegen Miguel Gomez mit ab. Der kommt zwar hier wieder zurück auf die Strecke, aber das war natürlich alles andere als optimal. Sokolowski hat sich nach dem Rennen sofort bei der Rennleitung und auch bei seinen Kollegen entschuldigt für diese Aktion. Aber sowas passiert nun mal im Rennsport. Und das hier ist der Führende, das ist Tobias Dauenhauer aus Deutschland, der jetzt gleich zu seinem 3. Saisonsieg fährt. Im Jahr 2019 hat er ganz knapp die Meisterschaft gegen seinen Teamkollegen Vittorio Ghirelli verloren. Deshalb versucht er sich in diesem Jahr nochmal in der Euro-NASCAR 2 und gewinnt hier das Rennen vor Francesco Garisto, Vladimiros Tsortzis, Justin Kunz. Und dann haben wir den Luxemburger Jill Linster auf der 5. Position vor Navi Talor und Jan-Erik Waden. Tobias Dauenhauer auf dem Dach seines Autos. Hier gibt es noch den Knutscher von der Freundin auf den Helm. Und jetzt hören wir rein. Und er sagt, ja, es war ein perfektes Wochenende für uns. Wir haben beide Rennen gewonnen. Ich danke dem ganzen Team. Ich habe ein perfektes Auto gehabt, sowohl im Regen als auch auf trockener Fahrbahn. Der Tag gestern war schon perfekt und heute haben wir wirklich ein klasse Wochenende mit einem weiteren Sieg abgerundet. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und wir wurden dafür belohnt. Ja, jetzt freue ich mich auf das nächste Rennen. Dauenhauer führt die Meisterschaft an, aber wir hören auch nochmal bei Jill Linster rein. Heute P5, ich habe super viel gelernt, ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat. Gestern war ja nicht super gelaufen, wir hatten Probleme mit dem Auto und die Jungs haben eine super Arbeit gemacht. Riesen Dank an mein Team, die bis spät in die Nacht das Auto wieder zusammengesetzt haben und mir heute ein super Auto dahingesetzt haben und nur so war das Resultat heute möglich. Wir schauen natürlich auch noch auf die Sonderwertungen. In der Rookie Trophy hat Miguel Gomez vor Alina Leubniger und Alberto Panebianco gewonnen. In der Legend Trophy für Fahrer ab 40 Jahren hat sich Jan-Erik Waden durchgesetzt. In der Lady Trophy gewinnt Ariana Carsoli vor Alina Leubniger. Und das war's von der Euro-NASCAR. Mein Name ist André Wiegold. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren.